aufs Standesamt. Hm? Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Bin ich schon dran? Ja, Sie sind doch schon da. Ich habe eine Nummer gezogen. Ach, bei uns müssen es keine Nummern mehr ziehen. Doch, XL. So, haben Sie von meinem Kollegen aus seinem T-Shirt das Etikett rausgerissen? Drum hat sich der bewegt, ja. Dann war es nicht mein Kollege, weil der bewegt sich nicht. Bitte nehmen wir das Platz, wenn Sie schon da sind. Ja. Das ist nett, ja. Ja. Ach so, wir wissen ja, für was da sind. Ja. Können wir gleich anfangen, müssen wir gar nicht lang drum rumreden. Schießen wir los. Zack, 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 zack. Ja, ich habe mir überlegt, und zwar... Ja, da bin ich jetzt gespannt. Genau, Sherlock Holmes. Bitte? Sherlock Holmes. Das geht ja überhaupt nicht. Sherlock Holmes, das ist ja eine literarische Bezeichnung. Ja, aber ist ein schöner Name. Sherlock Holmes. Nein, das ist unmöglich. Und Holmes ist doch gar kein Vorname. Sherlock-Holmes, das ist ein Vorname. Sie können da einfach einen Bindestrich reinsetzen und dann behaupten, das wäre ein Vorname. Ja, mit Bindestrich ist es ein Nein, Vorname. Wie aber- Karl-Heinz. Karl-Heinz. Ja, aber Heinz ist ja klar ein Vorname. Ja, aber es Holmes, gibt ja einen Heinz, der wieder hinten Heinz heißt. also welcher Heinz heißt denn Heinz? Der Heinz heißt hinten Heinz. Weil wenn er Wie würde heißt- ja Heinz heißen, aber Heinz alleine ist ja blöd. Nein, Also Heinz heißt der. Na ja, ein Holmes ist ein ganz... Der Karl-Heinz zum Beispiel gibt's ja auch. Karl-Heinz? Den der Karl-Heinz, das gibt's auch. Aber der Heinz-Karl-Heinz ist zum Beispiel einfacher. Heinz-Karl-Heinz, dann weiß man, dass dazwischen der Karl ist. Aber hinten und vorne steht der Heinz. Der Heinz... Nein, das sind ja dann 3 Personen. Ja, nein. Der Sherlock Holmes, Nein, bitte. aber Holmes geht und auf gar keinen Fall. Das kann man Holmes nicht ist doch auch zulassen. so ein toller Name. Ja, das ist, nein, das ist kein toller Name, das ist ein Nachname. Nein. Kennt ihr doch, der Holmes zum Beispiel. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch Ja, das war fand. der Michael Holm, hat es gesungen. Der Holm. Der heißt Holm. Ja, Sie können höchstens sagen, dem Michael Holmes seine Lieder. Den Holmes dann, seine dann Lieder. kann man sagen Holmes, das ist dann ein Präpositiv, perfekt, imperativ, 3. Akt. In quasi Monogenitiv oder im Plusquamperfekt? Nein, so ein schöner alte Name, das ist auch wieder, das ist wieder voll im Trend. Schauen Sie, mein Kollege zum Beispiel. Mein Kollege hat letzte Woche geheiratet, der hat den Namen seiner Frau angenommen. Ach, wie heißt er denn? Michaela. Das ist ja blöd. Ja, die heißen jetzt beide Michaela. Das ist, Mit dem Nachnamen? den darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Aus Datenschutzrechten. Datenschutzrechtlichen Gründen, wenn man unter Namen erwähnt, das geht ja nicht. Aber sind wir bei Ihrem Namen. Ja, man muss da aufpassen. Wir vom Standesamt achten da sehr drauf. Weil schauen Sie mal, sogenannte Stars, ja, die sogenannten Stars, die dann meinen, sie müssen ihr Kind so nennen, wo sie es gezeugt haben. Ja, Diego, Paris und so ein Zeug. Wo käme man da hin, wenn man ein Kind nennt, wo man es gezeugt hat? Ha. Das ist ja blöd, da müsste ja bei uns jeder dritte Eckkneipen-Scheißhaus haben. Oder hinterm Sofa. Nein. Hinterm Sofa, komm mal vor. Hinterm Sofa? Ja, das macht mir jetzt schon ein wenig stutzig. Wenn Sie gerade bei der Fertigung sind und rutschen hinten runter, dann sind Sie hinterm Sofa, wo der letzte Sprutzen eingelaufen ist. Und hast du hinterm Sofa, komm mal vor. Nein. Oder Küchentisch, geh mal her. Küchentisch. Küchentisch. Nein, aber ich möchte schon gerne Sherlock Holmes behalten. Nein, was heißt doch behalten? Das lassen wir überhaupt nicht zu. Das ist ja schon 3 Jahre alt. Was? 3 Jahre ist Ihr Kind schon und Sie nennen das Sherlock Holmes? Wir reden vor dem Kind, das ist mein Hund und ich brauche eine Hundemarke.